Ich weiß nicht, das sind halt so Moosmenschen. Wie bei He-Man früher, da gab es doch auch Mossmen, oder? Der war cool, der hat nach Moos geduftet. Lecker, 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 lecker. Außer wenn der Bruder hingegangen ist und hat das Moosmännlein genommen und seine Käsefüße dran gerieben, dann hat der Moosman nicht mehr nach Moos geduftet, sondern nach Käsefüße vom Bruder. Ich rede aus Erfahrung, ihr lieben Leute. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Submerged. Und wir suchen immer noch ein rotes Haus. Also nicht ein rot. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es endlich. Jawohl. Das letzte, was ich gesucht habe. Endlich. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir es nicht finden werden. Aber wir haben es gefunden. So. Wir haben es endlich gefunden. Gibt es da drüben eigentlich was Schönes zu gucken? Was ist das da eigentlich? Hoppala. Links von mir. Komm, wenn wir schon mal hier sind. Ich meine, da ist ein Torbogen. Da muss doch wohl was drin sein, oder? Pelikane sind da. Liegt da was? Nee, da liegt ein bisschen Grafikaufbau. Uah. Nee, leider nichts. Wir gucken uns trotzdem weiter um. Ja, so. So, ja, da hinten zum Haus mit der roten Fahne fahren wir jetzt ganz geschwind. Denn unser gutes Brüderlein Taku braucht Schmerzmittel. Wir eigentlich auch, sage ich jetzt mal so. Aber wir machen alles für unseren Bruder. Gehen wir mal gucken, ob wir vielleicht vorher was finden. Also, nee, da ist der Zugang. Jetzt. Ja, komm her. Zack. So, guck. Was ist das da? Das Roulier Hotel. Ich dachte Boulier. Nee, das ist Roulier Hotel. So, dann gucken wir uns mal um. Rechts geht schon mal nicht hin, das ist gut. Dann kann ich mich erstmal nicht verlaufen. Das freue ich mich immer, wenn ich mich nicht... Ja, Mädel, Vorsicht. Wenn ich mich nicht verlaufen kann. Ja. Da um die Ecke. Okay, das sieht soweit. Gehen wir da hoch. Soweit sieht das bisher noch recht einfach aus. Der Aufstieg. Ich habe ja... Ich weiß gar nicht, was, vorletzte Folge oder so? Weiß ich gar nicht mehr. Gab es bei mir das Problem, dass ich mich verlaufen hatte am Haus. Da gab es so viele, da geht's hoch, da geht's hoch, da geht's runter, da geht's links, da geht's rechts. Das sind 5 Abzweigungen. Ich habe mich komplett verlaufen. Das war übel. Und deshalb bin ich ja jetzt schon fast froh, wenn es da nicht so viele Abzweigungen gibt. Sondern nur 1 oder 2. Warum geht's nicht weiter? Ich muss da weiter hoch. Na? Willst du nicht hoch? Muss ich wirklich da rumklettern? Ja, okay. Nee. Über die guten Blümchen. Jetzt hier wieder hoch. Kletter, kletter, kletter. Oh, Hüpfele. Wirklich so ein kleiner Sims, ne? Aber der führt ins Nichts, da gehen wir nicht hin. So. Okay. Da hinten ist schon die Kiste. Okay, wir gucken uns hier mal um. Wenn man höher steht, ja, ist man nur mehr hier. Also mehr im Sinne von... Da ist schon die Kiste. Das glaube ich aber nicht. Das wäre das kürzeste Haus der Welt. Ah, guck. 3 Bücher gibt es zu finden. Ah, Mann. Die Bücher kriegst du automatisch angezeigt. Dachte ich mir doch, dass da... Daneben ist noch... Ich kann es auch zeigen. Daneben könnte man noch runtergehen, weißt du? Aber hier... gucke. Da ist ein Buch. Haha. Haben wir gut aufgepasst hier. So, zack. Brauche ich noch nicht mal die Kamera drehen. Wäre aber besser. So.
Da, ui, das gibt... Holla. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wenn sie stehen bleibt, muss sie husten. Das wollen wir nicht. Ja, unser Mädel ist leider selbst krank, wie man sieht, an den grünen Blotschkis da, die sie überall dran hat. Sie will ihren Bruder retten und ich habe so den Verdacht, dass sie damit ihren Bruder rettet, aber sie selbst. An sich selbst denkt sie nicht. Und dass das eventuell böse ausgehen könnte. Und dann überlebt ihr Bruder vielleicht... Naja, also ich kenne ja den zweiten Teil. Wir spielen hier ja den ersten Teil von 2015, der zweite ist von 2020, führt die Story weg. Ich kenne den zweiten Teil, ich weiß, wie es ausgeht. Da wollen wir jetzt auch mal nicht spoilern. Das habe ich, glaube ich, in den vorherigen Folgen schon genug gemacht. Kann ich da hoch? Nee. Schon genug gemacht. Da oben merkt man uns aber, dass man da irgendwo runter kann, ne? Ja. Von daher will ich jetzt nur so viel sagen, es sieht nicht gut um die Schwester aus, weil ihr seht's, diese grünen Blotschkis da, die Vermutung liegt halt sehr nahe, dass sie auch zu so einem grünen Gras-Moos-Zombie wird. Es ist jetzt nicht richtig ein Zombie oder so. Komm ich da unten irgendwo hin? Ich weiß nicht, das sind halt so Moosmenschen. Wie bei He-Man früher, da gab es doch auch Mossmen, oder? Der war cool, der hat nach Moos geduftet. Lecker, 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 lecker. Außer wenn der Bruder hingegangen ist und hat das Moosmännlein genommen und seine Käsefüße dran gerieben, dann hat der Moosman nicht mehr nach Moos geduftet, sondern nach Käsefüße vom Bruder. Ich rede aus Erfahrung, ihr lieben Leute. Brüder, ältere Brüder in dem Falle sogar, sind was Feines. Wie komme ich denn da rüber? Nein, 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 nein. Das ist zu einfach. Das gehen wir jetzt natürlich nicht abholen. Nee, nee, nee. Ja, ja, du brauchst mich gar nicht anzubimmeln. Da fehlt noch einiges. Ich glaube, dass wir das da drüben... Komm rüber. Dass wir das da drüben kriegen werden. Hopp. Da kommt jetzt bestimmt so ein cooler Kamera... Nee, schade. So, da unten geht's nochmal weiter, sehe ich gerade. Achso, ich glaube, da muss ich... Also, pass auf. Ich glaube, dass ich da gleich... Oder? Nee, das ist, glaube ich, kein Klettersitz. Ich dachte, da könnte ich mich dann irgendwie runterfallen lassen oder so. So, dann haben wir jetzt halt dieses Buch. Da drüben ist noch ein Buch. Ich sehe es gerade. Wie kommen wir denn da drüben hin, da? So, das wäre dann das letzte Buch. Wenn wir jetzt die rote Kiste holen, dann ist die Folge hier zu Ende, also die Klettertour zu Ende. Das wollen wir natürlich nicht. Ich sehe, dass da so ein Dingens hochgeht. Das haben wir, glaube ich, vorhin von unten gesehen. Ich weiß nur nicht, wie wir drankommen. Aber, wo war denn die Lücke? Da. Das soll ich doch mal probieren. Mal da. Nach links. Rüber hüpfen können. Nee, das geht nicht. Ja, komm weiter. Da runter? Nee. Ja, das hängt jetzt... Aber da kann ich doch rüber, oder? Das wäre aber ein sehr gewagter Sprung. Nee, besser nicht. Besser nicht. So. Ich muss dann nochmal genau gucken. Nee, das werden wir natürlich nicht holen. Naja, ich komme aber auch hier nicht... Ich komme da durch. Es hat jetzt ehrlich gesagt nicht ausgesehen, als wäre es geplant gewesen. Ah, doch. Normalerweise kann ich solche Schrägen nicht hochlaufen. Naja, okay.
So, guck, da drüben muss ich hin. Komm, ich kann hier mal Fernglas ein bisschen gucken. Ach, da ist ein kleiner Sims. Seht ihr das? Der darüber führt. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Geschickt, geschickt, geschickt. Aber nicht geschickt genug. Für Spürnase ich. Spürnaserisch. Von mir aus. So. Den habe ich aber vorhin nicht gesehen. Geschickt gemacht. Ich habe gesehen, dass es da weitergeht. Ich wusste aber nicht wie. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Nein. So, da dranhängen. Da runter. Da hoch. Wo muss ich denn hin? Ah, darüber muss ich. Ja, da komme ich aber hier nicht hin, oder? Ne, ernsthaft jetzt. Komme ich denn darüber? Bin ich denn hier hingekommen? Geht's da nicht weiter? Wie bin ich denn hier hingekommen? Ist doch da irgendwie... Hä? Bin ich denn hier runtergekommen? Ach, da ist der Sims. Ja, mit diesen Kleinen da habe ich ein bisschen Probleme, merke ich gerade. Die sehe ich nicht. So, jetzt sind wir wieder on track. Ist doch alles in Ordnung. Und da oben irgendwo ist der Sims da, den ich nicht gesehen habe. Hüpf, 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 hüpf. So, jetzt hänge ich da dran, genau, Mädel. Jetzt darüber hüpfen. Zack, so, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. War es ja am Ende dann doch noch ein bisschen kompliziert. Es ist jetzt nicht so wie dieses, ich weiß nicht mehr, vorvorletzte Haus oder was es war, wo ich mich halt so dermaßen verfranst habe, das war ja nicht mehr feierlich. So. 57 von 60. 3 fehlen also noch. Haben wir 3 übersehen irgendwo. Ich wüsste aber halt auch nicht wo. Man müsste eventuell nochmal den Nebel ordentlich abfahren, um genau zu gucken, wo ich da was übersehen habe. So, jetzt da ist irgendwo ein Sims. Da unten, glaube ich, ja. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich jetzt zurück zu Taku gehe, ist dann die Story zu Ende oder kommt da noch Endboss oder so? Kann ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wie das im zweiten Teil war. Ich weiß gar nicht. Gute Frage, ne? Werden wir einfach rausfinden. Fertig. Ich werde unterwegs mich noch ein bisschen mehr umgucken. Vielleicht ist mal auf die Zeit gucken. Wir sind jetzt bei knapp noch nicht mal 15 Minuten. Vielleicht finden wir ja noch so 2, 3 Dinger da. Ich werde mal hier auf jeden Fall runtergucken. Jetzt habe ich was bei mir. Naja. Vielleicht finde ich ja hier jetzt noch auf die Schnelle so, oh, guck mal da sind noch 3 oder so. So Bücher, weißt du? Nee, da nicht. Komm ich nicht hoch? Oh. Bin ich da vorhin nicht irgendwie hochgekommen? Doch, da. So. Wisst ihr? 1 haben wir schon mal. Das wäre 58. Also. Ja, komm. Da fahren wir nachher dann nochmal hin. Guck mal auf die Karte, wo habe ich es denn entdeckt? Da oben. Ja, wir könnten grundsätzlich halt.
Ich weiß gar nicht, wenn man an denen vorbeifährt, dann werden die ja nicht angezeigt. Also da rechts zum Beispiel sind noch so große Nebeldinger, da oben halt auch noch, wo ich gerade hingucke. Da haben wir ja gerade eins entdeckt. Akku braucht Schmerzmittel, Anti-Schmerzmittel eigentlich. Schmerzmittel wäre quasi... Hier ist ein Schmerzmittel, das macht dir Schmerz, das macht dir ja Schmerzen weg. So, dann gucken wir mal. Jetzt gucken sie aber. Ha? Aha, die stehen gar nicht bei mir, die stehen gegenüber von meinem Haus. Da muss ich gleich mal gucken. So. Guter Taco, komm. Das Küsschen natürlich. Werd schnell wieder heile. Oh. Ui, ui, ui. Oh, ich werde ohnmächtig. Guck. Nicht gut. Und nun? Also das Mädel, ich weiß nicht, was das Plus bedeutet. Das Mädel fuhr wohl weiter in den Wald, oder nicht in den Wald, in die Häuserschluchten, in die Mooshäuserschluchten, und dann war sie verschwunden. So, Taku scheint es wirklich besser zu gehen. Er ist zumindest mal wieder wach aus dem Schlafzustand. Was ist jetzt los? Was machen die da? Aber guck mal. Die machen mich jetzt aber... Nee, guck mal, das geht weg. Das geht alles weg. Die helfen mir. Ja. Okay. Okay, aber was sind das für Leute? Ich habe es immer noch nicht ganz... Okay. So, also wir haben unseren Bruder gerettet. Die Leute haben mich gerettet. Also mich im Sinne von die Schwester. Und jetzt ziehen wir weiter. Ja, aber hier ist doch aber schön, oder nicht? Kann man hier nicht bleiben oder ziehen wir weiter, um vielleicht noch andere Menschen zu suchen oder zu finden? Tja, Submerged. Wir haben es durchgespielt, den ersten Teil. Den zweiten auch. Okay, Happy End. Denke ich mal. Ich denke jetzt, dass der Abspann kommt. Nein, da wird noch geladen. Kein Abspann, ihr Leute. Ich will doch ein bisschen über den Abspann rüberlabern. Okay, macht aber nichts. Oh, erkunden. Erkunden? Komm, ja, erkunden ein bisschen. Ich glaube, du kannst jetzt einfach nach dem Spiel, aber kein Abspann ist schon ein bisschen... Naja. Aha, ich habe einfach so... Oh, wo ist denn mein Bruder? Mein Bruder? Bruder, wo bist du? Was ist denn das? Oh... Okay. Schräg gegenüber vom Uhrenturm sehe ich da, also ist dieses Bild. Der Uhrenturm bin ich. Schräg gegenüber, das wäre da oben. Ist Taco im Boot? Wo ist ein Taco hin? Ernsthaft jetzt? Da! Da oben ist was. Okay, man kann hier dann noch erkunden irgendwie. So, ich fahre da rüber. Das gucken wir uns jetzt halt an, was das ist. Wo war er denn da drüben, gell? Da brennt ein Feuerlein. Diese schwarzen Ranken da, die sind so am zweiten Teil, war viel mit so schwarzen Ölranken, sag ich mal. So, wer den zweiten Teil, ich meine jetzt, das wird jetzt hier, Leute, das ist kein Geheimnis, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, das ist hier jetzt die letzte Folge. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Story weitergeht, guckt den zweiten Teil an, ist ganz am Schluss, am Ende, ist es verlinkt in dieser Übersichtskarte da. Da seht ihr ja 2 Karten, oben links die... wo zum nächsten Video führt, weiß ich noch nicht, was da jetzt drauf ist. Unten drunter die, wo zu der Playlist von diesem Spiel, von Submerged führt. Und dann rechts
Da, wo nicht mal eine komische Fratze drauf ist, das ist die weiterführt zu Submerged 2, beziehungsweise Submerged Hidden Death. Da kriegt er auch ein bisschen mehr was fürs Auge geboten, weil das ist schon deutlich hübscher. So. Zack. Okay. Ah, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganz viele, wo man hier jetzt finden könnte. Aber das werden wir hier jetzt nicht weitermachen. Das ist mir jetzt zu viel. Wir sind mit der Story durch. Ich bin glücklich, ihr seid glücklich, alle sind glücklich. Aber was wir machen werden, so zum Schluss kommen, wir haben noch gute 10 Minuten. Wer nicht will, danke fürs Zugucken. Guck hier, Ahoi sagte schon, danke fürs Zugucken. Wer aber will, wir gucken jetzt noch ein bisschen ins Buch rein. Das ist nicht das Buch, das da. Also Kreaturen, uns fehlt irgendwie eine Kreatur. Ach, guck mal, die eine da haben wir ja gerade gekriegt. Die Nummer 6. Das sind diese Moos-Zombies. Entschuldigung, Moos-Menschen. Sind keine Zombies, sind gute, nette Menschen. Monumente hatten wir alle. Jetzt nicht so interessant. Die Geschichte der Stadt, uns fehlt halt 2. 3? 3 fehlt. Ich versuche mal anhand der Geschichte, also am Anfang war das nichts, dann kam die Sonne, dann haben die Menschen Städte gebaut, also das Gelbe ist wohl die Städte, Hochhäuser, irgendwie sowas, und technologisch sich weiterentwickelt, Flugzeuge, Autos, sowas. Und dann gab es irgendwie rote Personen, ich habe keine Ahnung, das scheinen so die Naturvölker oder so, weil da Vögel und ein Hund ist oder sowas. Und die Naturvölker... Ach so, die Naturvölker konnten wahrscheinlich dann nicht mehr in Ruhe leben, weil die Stadt immer mehr wurde. Ihr seht ja da unten, ne? Die werden dann so eingeklemmt von der Stadt und die Stadt wurde mehr. Wieso steht da bei einem Nora dran? Ach so, Nora sind wahrscheinlich die Menschen. Und die normalen Menschen wurden halt in die Stadt integriert so. Stadt wurde mehr. Der ganze Planet war nur noch Stadt, keine Natur mehr. Aber irgendwann gab es ein böses Donnerwetter oder zumindest Wolken, keine Ahnung. Und das sieht mir nach Donner aus, Wolken. Alles wurde grau, der Himmel wurde verdunkelt, es gab viele Blitze und Regen. Das ist doch dasselbe Bild wie das andere. Viele Blitze, Regen, Donner, großes Unwetter, große Flutkatastrophe. Da hat es ganz viel geregnet, Wasserspiegel stieg. Und stieg, sodass dann erstmal die Häuser unten drunter waren. Auch die Menschen, viele sind ertrunken, ein paar konnten sich auf die Hochhäuser, auf die Dächer retten. Aber es gab da noch ganz viel Blitze, die ins Wasser eingeschlagen haben und haben die Erde aufgerissen. Also es gab wahrscheinlich auch Erdbeben, so würde ich sagen. Und aus dem Inneren der Erde kamen Pflanzen. Und diese Pflanzen wuchsen dann immer höher, sind auch über den letzten Rest der Gebäude, die noch über Wasser waren, drüber gegangen und haben alles unter sich, unter einem Pflanzenwald begraben, sozusagen. So war das dann ganz lang. Unten ganz viel Wasser, oben die Pflanzen, keine Chance mehr, großartig zu überleben. Das war lange Zeit so. Und dann irgendwann ist die Flut zurückgegangen, aber die ganzen Häuser, die unter Wasser waren, waren jetzt alle mit Moos und Pflanzen bedeckt. So, dann kamen da auch diese Schlingpflanzen, sag ich mal, unten raus. Haben sich auch noch um die Häuser gelegt. Die Schlingpflanzen haben irgendwie die Lebewesen verändert. Hier, guck, entweder verändert oder neue hervorgebracht. Also diese Graswesen, Grasvögel, Grasfische, Gras alles und auch die Gras- oder Moosmenschen, wie ich sie genannt habe. Die Moosmenschen wurden immer mehr, Moosmenschen, Mooshunde, Moostiere. Die wurden irgendwie immer mehr und die Schlingpflanzen selbst haben sich zurückgezogen. Allerdings die Ruinen, die dann mit Moos und Gras bedeckt waren, die wurden halt immer weniger und baufälliger, sodass die Erde dann überschwemmt war und nur noch ein paar wenige Ruinen überstanden haben. Und das ist das, so wie es jetzt ist, der Status quo. So, dann hätten wir noch unsere Geschichte, die haben wir quasi schon gesehen, also war hier mal ein Fischerdörflein oder so. Da lebte Papa, Mama, Tochter, Sohn
Alles war supi, Sonne schien, Vater war Fischer, geht raus zum Angeln, ganze Familie hat was zu futtern, alles klar. Mama will auch rausgehen zum Angeln, geht raus zum Angeln, gibt ein Unwetter, Mama ertrinkt. Ganze Familie, sehr traurig, Mama tot, Vater kommt damit nicht klar, trinkt viel Alkohol, wird dumm im Kopf, Alkohol macht dumm im Kopf, kann halt nicht mehr angeln gehen, weil er die ganze Zeit besoffen ist und Kinder müssen hungern, haben nur noch einen kleinen Fisch und die Tochter wird böse und macht den Alkohol kaputt. Das macht den Vater, der noch dumm im Kopf ist, böse und der sagt, du, geh du angeln, hör auf du, ich mach dir weh oder so irgendwie. Und der Sohn sagt, nee Vater, lass meine Schwester in Ruhe, sorry. Und der Vater wird böse und piekst den Sohn im dummen Kopf. Das ist natürlich, macht man nicht. Tochter weint sehr, weil es dem Bruder nicht gut geht und schnappt sich den Bruder und haut ab. Der Vater bedauert es natürlich, aber kannst du nicht wieder gut machen. Tochter und Sohn, also die Geschwister hauen ab, sind lange Zeit auf dem Meer, viele Tage, viele Nächte, viele Unwetter, viele Flauten und kommen dann zu den Ruinen. Die haben ja hier, wie man oben sieht, die haben ja in so einer Stelzenhütten oder wie das heißt gelebt und hier kommen sie dann zu den Ruinen, die da sind, mit Moos bedeckt und da legen sie an, finden den Uhrturm, da legt sie an, legt den Bruder hin, weint sehr, dass es dem Bruder so dreckig geht, weiß nicht, was sie machen soll und dann denkt sie so, ich muss mich um den Bruder kümmern. Ich glaube, dass dieses Plus halt heißt, dass sie vorhat, ihn zu heilen und sie guckt sich dann halt in den Ruinen um und geht immer tiefer in die Ruinen rein. Ja, und am Ende wird sie dann ihren Bruder retten. Ihr geht's aber dreckig, aber die Moosmenschen kommen und tun sie wiederum heilen. So, das war die Geschichte. Sehr schön. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Ahoi. So rum geht das. Ahoi. Morgen gibt's auch was Feines. Weiß noch nicht. Guckt morgen wieder rein, wenn ihr wollt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zugucken. Tschüss. Genau. Ja, was ich gerade sagen will, ist hier, komm mal her, du hast was vergessen. Wer wissen will, wie die Geschichte weitergeht, ich kann es nur noch mal erwähnen. Es gibt einen zweiten Teil, den habe ich schon gespielt. Da müsst ihr auch mein dummes Gesicht nicht ertragen. Dafür tut er mich die ganze Zeit pelzig babble Heere. Nicht schlecht, oder? Und wo ich dann den zweiten Teil durchgespielt habe, wer noch sehen will, wie es hier weitergeht, ist gerne eingeladen, meine alten Videos zu gucken. Danke. Jetzt aber. Ahoi mit links, Ahoi mit rechts und tschüss.